Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 15. Spieltag der 2. Liga, und der FC empfängt die Mannschaft von Greuther Fürth. Und seit unserer letzten PK haben wir sage und schreibe 11:1 Tore geschossen. Ich würde mal sagen, in diesem Tempo kann uns der ADAC gerne weiter abschleppen. Ja, absolut. Ne? Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht vor der Werkstatt stehen bleiben, denn ein bisschen Strecke haben wir ja noch zu machen. Ne? So, und apropos Strecke, ne, wir fragen ja immer unsere Gäste, und da haben wir einen gefunden, der hat einen Haufen Strecke hinter sich. Das ist der hier. Grüß Gott aus dem fränkischen Fürth nach Köln. Ich freue mich, am Samstag zu meinem 662. Pflichtauswärtsspiel nach Köln zu kommen. Seit 1972 besuche ich Spiele meiner Spielvereinigung, die schon 3-mal deutscher Meister war. Vom Papier haben wir am Samstag eigentlich keine Chance. Ich freue mich auf das Außenrum, denn einige Fans des FC haben mich schon eingeladen, davor und danach, auf das eine oder andere Kölsch. Und ich weiß immer, bei euch ist Stimmung und man hat auch Gaudi außenrum. In diesem Sinne ein schönes Spiel, ein faires Publikum und ein schönes Wetter dazu, dass es nicht zu kalt ist. Und mit weiß-grünen Grüßen bis Samstag, Klaus. Ey Leute, 662 Auswärtsspiele, das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Weil da war ein bisschen Wahnsinn. Nationalmannschaft dabei, aber seit 1972, ey, das ist einmalig in der Bundesliga-Geschichte. Wahnsinn. Und einmalig bei Greuther Fürth ist noch eine andere Geschichte. Die haben nämlich einen Komiker als Vizepräsidenten. Ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Ihr denkt, was soll daran einmalig sein? Hat doch jeder. Ne? Aber, ja, das Einmalige ist, die Fürther haben einen Vizepräsidenten, der ist freiwillig komisch. Ja? Also, er ist nämlich ein Profi. Ne? Und sympathisch ist er auch noch. Guckt's euch mal an. Hallo an die 2 Kölsch, servus, ich bin der Volker Heißmann aus Fürth, aus dem schönen Frankenland, und ich grüße ganz herzlich nach Köln, unser nächster Auswärtsgegner, und wir sind schon sehr gespannt, was da abgehen wird. Erst einmal großes Kompliment an die Fan-Pressekonferenz, finde ich ein tolles Format, klasse wie ihr das macht, Jungs. Könnte man Scheibe abschneiden und vielleicht machen wir sowas irgendwann in Fürth auch einmal. Ja, also ich bin quasi einer von Waltraud und Mariechen, so quasi der Hennes von Fürth, also so ein Maskottchen, und mich haben sie jetzt zum Vizepräsidenten gemacht seit einer Woche, und ich bin schon sehr gespannt, wie wir abschneiden. Aber nachdem ja alte Väter bei euch in Köln sind, ja, der Armin Fee oder mein alter Kumpel, der Andi Menger, da bin ich Trauzeuge bei dieser Hochzeit gewesen, mit Tone Polster haben wir da gefeiert. Also wir haben Kontakte nach Köln, und ich weiß, ihr gehört in die 1. Liga, bin ich ja voll und ganz dafür, dass ihr wieder aufsteigt, und ihr werdet aufsteigen, aber die 3 Punkte heute, die braucht ihr nicht bei dem Spiel, die könnt ihr uns fördern lassen, weil die möchten noch einmal wieder wegen der oben kratzen. Also, der Bessere möge gewinnen, und ich freue mich schon, wenn ihr nach Fürth kommt, dann sehen wir uns. Ade, bleibt schön, so sagen wir in Franken. Servus. Sehr, sehr cooler Typ. Aber was hat er da erzählt? Er ist einer von Waltraud und Mariechen? Also, wenn ihr die noch nicht kennen solltet, das sind genau diese hier. Die sehen bekloppt aus, ne? Aber eigentlich noch viel bekloppter ist ja, was er gesagt hat, nämlich das hier. Also ich bin quasi einer von Waltraud und Mariechen, so quasi der Hennes von Fürth, also so ein Maskottchen, und mich haben sie jetzt zum Vizepräsidenten gemacht seit einer Woche. Vom Maskottchen ins Präsidium. Ja. Die haben also, wie wir sagen würden, den Hennes zum Tünn gemacht. Ja, oder den Bock zum Spinner. Egal, aber mal ganz ehrlich, ein Comedian als Vizepräsident, das ist doch wirklich mega geil. Stellt euch mal vor, wir hätten die Caroline Kebekus bei uns
als Präsidentin, Ja. die würde doch auf der Mitgliederversammlung als allererste Hoodie rufen. Genau. Und der Motoros, der wird dann singen, meine Präsidentin. Ja, da könnten wir Eintritt nehmen für die Mitgliederversammlung. Absolut. Das wäre geil. Du hast den Mo jetzt ins Spiel gebracht. Da war doch auch noch irgendwas unter der Woche, ne? Ah, da oder? Motto, ne? Wir haben ja gesagt, ne? 11:1 Tore und immer noch Luft nach oben. Das heißt im Grunde übersetzt nichts anderes als Welcome Mo. Offense, go! Toll. Ja, Was eine deswegen Offensive. trinken wir jetzt. Genau. Ganz Offensive. Ja. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßerchen, Leute. Lecker. Ja, Herr Vizepräsident, auch wenn dir das jetzt nicht so gefällt mit den 3 Punkten, wie gefällt dir denn eigentlich unsere Sendung? Erst einmal großes Kompliment an die Fan-Pressekonferenz. Finde ich ein tolles Format. Klasse, wie ihr das macht, Jungs. Was hat er jetzt gesagt? Also ich habe das nicht verstanden. So, nochmal? Erst einmal großes Kompliment an die Fan-Pressekonferenz. Finde ich ein tolles Format. Klasse, wie ihr das macht, Jungs. Was hat er gesagt? Finde ich ein tolles Format. Klasse, wie ihr das macht, Jungs. Der spricht da ein bisschen undeutlich. Oder wollen wir noch einmal anhören? Ein tolles Format. Klasse, wie ihr das macht, Jungs. Bitte? Klasse, wie ihr das macht, Jungs. Könnte man Scheibe abschneiden und vielleicht machen wir sowas irgendwann in Fett Adermal. Jetzt haben wir verstanden. Und wenn ihr auch verstehen wollt, warum wir die ganze Zeit die Wurst hier in der Hand haben, dann schaut euch das hier an. Also, vielen lieben Dank, lieber Vizepräsident. Ne? Und für alle, die es genauer wissen wollen, die müssen halt gucken, was der gute Mann so treibt. Im Fernsehen, auf der Bühne. YouTube, alle Sendungen. Schaut mal rein, Leute. Herr Bei uns Präsident, natürlich auch. Die Wurst.